Bist du bereit? Ich bin Kids, voll ready. Himmelwärts online. Wir machen online Kinderkirche, so cool. Sind ihr ready, Kids? Ich höre nicht, aber Ich höre auch nicht. Aber ich glaube, das muss so sein, gell? ich glaube leider. Weißt du was? Aber wir starten jetzt trotzdem gerade mit unserem ersten Lied. Fels. Steht doch auf, Kinder, macht euch bereit, immer alle schütteln. Ready, Jetzt go, geht's go, go. gerade los mit Fels. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Und weil alles, was ich hab, geht mich verlangt. Meine Sicherheit in dir, Gott, nicht bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Mein fester Grund. Mein fester Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Hey, so cool, dass wir uns auf Jesus verlassen können. Mega gut, hey. Sagen wir doch Jesus gerade Danke für Ja. das, ist das gut? So wichtig. Hey, also, dann doch die Hände falten und die Augen zumachen, wie wir es gelernt haben, dann können wir uns ein bisschen besser konzentrieren. Hey Herr Jesus, danke so vielmals, dass du der Fels bist, auf dem wir stehen können. Danke, können wir uns auf dich verlassen und wir vertrauen dir unser Leben an. Amen. Amen. Right. Hey, komm, wir singen gerade noch mal eins. Wir haben noch ein zweites Lied für euch bereit. Sind ihr ready? Unbeschreiblich, so unvergleichlich. Deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name. Jesus, du bist genug für mich. Unvergänglich, unbestechlich. Deine Worte sind klar und wahr. Von dir aus fließt all die Liebe. Nimmt mich ein ganz und gar.
und alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um mich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Unbeschreiblich, so unvergleichlich. Deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name. Jesus, du bist genug für mich. Und alles Leben kommt von dir. Ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Hey, so gut! Was für ein Privileg dürfen wir unserem Jesus zusingen. Wir haben jetzt etwas für euch bereitet. Jetzt ist der Moment, wo wir nämlich zusammen ein Game machen. Bist du bereit, Selin? Ich bin voll bereit. Bist du bereit? Ich Ja. will dich herausfordern zum Spiel. Hey, und vielleicht daheim, jetzt ist ein guter Moment, um schnell Pause zu drücken beim Video und du musst 3 Sachen organisieren. Selin, welche 3 Sachen brauchen wir? Also du brauchst zweimal Alufolie, nicht so mega viel, aber mit dieser Alufolie machst du nachher so, Okay. wie nennt man das? Bölleli. Hey, das klingt gut, Selin, okay? Und dann brauchst du noch einen Kübel oder irgendein Gefäß, wo wir nämlich reinschiessen tun. Genau, und dann machen wir ein Wettschiessen, wer besser trifft. Ihr könnt das zum Beispiel gegeneinander machen als Geschwisterteam oder mit euren Eltern oder eure Eltern gegeneinander antreten lassen. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. Was denkt ihr, wer kann besser in den Kübel treffen? Das Mami oder der Papi? Ha, also bei uns daheim ist es klar das Mami. Wirklich? Nein. Ganz sicher ich. Also, Selin, bist du bereit? Yes, dann müssen wir eine Linie machen. Ich würde sagen, nehmen wir die Linie da hinten gerade her. Wir nehmen die Linie. Wer besser trifft. Also ich probiere es jetzt mal. Zweimal du und zweimal ich. Ja, also ich probiere es. Ich hoffe, ich treffe. Wow! Nicht schlecht, nicht Mal schlecht. schauen, ob ich den auch noch treffe. Ja, zweimal. Also das ist natürlich der gemein, hä? Okay, jetzt bin ich Ja, dran. jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Weißt du was? Ich mache links und rechts gerade gleichzeitig. Okay, okay. Bist du bereit? Das ist auch eine gute Idee. Wow, keinen getroffen! Fett versagt, aber hey, so geht's. Lasst uns wissen in den Kommentaren, wer ist besser gewesen? Der das Mami oder der Papi? Das wollen wir natürlich jetzt wissen von euch daheim, oder? Genau, oder Ganz ihr könnt wichtig. auch ihr gegen das Mami, das ist auch Okay, ja. Wer schafft es, das Mami zu besiegen im Alufolie-Kübel rühren? Das
sind dort Wunder. Das sind Hey, das viel schön. Spaß bei dem Spiel. Ihr könnt es natürlich jetzt machen, Pause drücken und nachher weiter schauen. Oder im Anschluss ein Spiel spielen, wie ihr lieber wollt. Viel Spaß dabei. Hey, Micha, du Rebe. Hä? Was hast du mir jetzt gerade gesagt? Ja, weißt du, ein Rebe, der am Weinstock ist und dann die Trauben wachsen an der Rebe. Du, Rebe. Also, okay, aber warum genau sagst du mir jetzt Reben? Also, eine Frage. Ja. Glaubst du, dass alles, ausnahmslos, alles, was Jesus sagt, wahr ist? Natürlich. Ja, dann glaubst du auch, dass du ein Rebe bist. Also das musst du jetzt erklären. Also weißt du, mit Trauben und so, oder was? Jawohl, der Rebe, wo die Trauben dran wächst. Also ich glaube das ja schon, aber siehst du irgendwo Trauben bei mir? Hä? Hat es da irgendwo Trauben dran bei mir? Ja, eigentlich schon nicht. Aber ich meine, Jesus sagt, Ja. ich bin der Weinstock und ihr sind die Reben. Also Jesus sagt, wir sind die Reben. Und Okay. dann sagt er eben noch, dass wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir richtig Frucht. Und ohne ihn können wir nichts machen. Jesus sagt, wir sind die Reben. Also wolltest du mir jetzt gerade sagen, Selin, jetzt bin ich schockiert. Wolltest du mir sagen, ich bin nicht mit Jesus verbunden, weil ich habe nie zu Trauben. Ist irgendetwas falsch mit mir? Das kann schon nicht sein. Also Aber ich glaube fast, das musst du erklären, Selin. ich glaube, hast du schon mal von dem gehört, Jesus sagt ja mega viele Sachen. Und alles, was er sagt, ist wahr. Ja. Aber nicht alles, was er sagt, meint er wortwörtlich. Er sagt doch auch, er ist das Brot vom Leben, aber er ist nicht einfach ein Brot aus Mehl und Wasser und Tee. Jetzt macht's an, jetzt fängt es an Sinn machen. Okay, also komm. Ich glaube, Selin, das müssen wir näher ich glaube, anschauen. das musst du jetzt mal Gell? schnell erklären. Ist Okay, gut. ich Erklär erkläre doch das mal. Ich will mal her, du erklärst es. Ist gut. Also, ich erkläre euch jetzt ein bisschen näher, was es bedeutet, dass wir die Reben sind, wo ja eigentlich Trauben dran wachsen. Und zwar, Jesus hat ja eben gesagt, und zwar da steht, falls ihr es nachlesen in Johannes 15, Vers 5, sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also, und zwar erzähle ich euch zuerst mal, wie das dann so mit einem echten Weinstock ist. Vielleicht habt ihr schon mal einen Rebberg gesehen. Hier in Wettingen gibt es auch so Rebberge. Und dort wachsen Trauben. Der Weinstock, könnte man sagen, ist eigentlich wie alles. Und der Weinstock ist auch der Stamm. Und da seht ihr ein Foto von so einem Weinstock. Am Weinstock dran wächst dann die Rebe. Das könnte man sagen, sind wie so Zweigli. Und an der Rebe dran wachsen dann die Trauben, also die Früchte. Und vielleicht habt ihr schon mal gesehen, eine Rebe, also das Zweigli, das am Boden liegt, die wird kaum Trauben hervorbringen. Also nur eine Rebe, die am Stamm dran ist, am Weinstock, wird auch Trauben hervorbringen. Und ich glaube, ein Weinbauer hat nur Freude an Reben, die auch wirklich Trauben wachsen. Weil er will ja Trauben ernten. Wenn er Reben hat, die keine Früchte dran hat, hat er sicher nicht so Freude an diesen Reben. Und jetzt sagt Jesus, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Und das ist ja eben nicht wortwörtlich gemeint, sondern hat eine Bedeutung. Wir haben jetzt also gesehen, die Reben, an denen wachsen Trauben, aber es wachsen nur Trauben an der Rebe, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Und Jesus sagt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben und wir sollen Frucht bringen. Das bedeutet, wir können nur Frucht bringen, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Das macht ja eigentlich Sinn, wenn man es mit dem echten Weinstock anschaut. Aber vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was bedeutet es überhaupt, dass wir Frucht bringen sollen? Weil eben, an mir wachsen ja keine Trauben oder Äpfel oder Birnen. Und wisst ihr was? Die Bibel hat da gerade eine Antwort drauf. Und zwar, falls ihr das nachlesen wollt, in Galater 5, Vers 22 steht, dass es Früchte vom Heiligen Geist gibt. Also es ist ja so, wenn ein Mensch sagt, ich glaube an Jesus Christus als Gottes Sohn, ich glaube, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der ganzen Menschheit und wieder auferstanden ist und jetzt lebt. Der Mensch, der so an Gott glaubt, ist Gottes Kind und der Heilige Geist lebt dann in dieser Person inne. Und da steht eben, dass der Heilige Geist Früchte in uns hervorbringt. Ich sage euch mal, was das für Sachen sind. Das sind mega coole Sachen. Also das sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Alles mega coole Sachen. Es ist doch viel, viel besser, wenn wir Freude haben, als wenn wir traurig sind.
Oder wenn wir treu sein gegenüber unseren Freunden, als wenn wir untreu sind. Oder wenn wir Liebe haben für unsere Mitmenschen, anstatt Hass und Wut. Es sind also alles mega gute Sachen. Und Jesus sagt, wir werden Frucht bringen, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Eine Frucht kann zum Beispiel auch sein, dass wir unseren Freunden von Jesus erzählen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie dass wir dann mit Jesus verbunden bleiben können, wenn er sagt, dass wir die Früchte bringen, nur wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Und zwar sage ich euch 3 Sachen, wie wir das machen können. Beispielsweise könnten wir das machen, indem wir in der Bibel lesen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann redet Gott zu uns, dann verbringen wir Zeit mit Jesus und bleiben mit ihm verbunden. Oder wenn wir beten. Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott und auch dann bleiben wir mit ihm verbunden. Wir können zum Beispiel vor dem Essen beten oder vor dem Schlafen oder einfach im Alltag, wenn gerade etwas passiert ist, können wir mit Jesus schwätzen und so ist er ein Teil von unserem Leben und von unserem Alltag und so bleiben wir mit ihm verbunden. Oder etwas Drittes, wir können Gemeinschaft haben mit anderen Christen. In der Bibel steht immer wieder, es ist so wichtig, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir mit anderen Menschen zusammen sind, die an Jesus glauben. Darum, wenn eure Familie an Jesus glaubt, dann ist das auch eine Gemeinschaft mit anderen, die an Jesus glauben. Oder wenn wir uns in der Kirche treffen, ist das auch etwas mega Cooles. Und jetzt könnt ihr das daheim mit euren Eltern beispielsweise machen. So sind wir auch mit Jesus verbunden, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. So können wir also mit Jesus verbunden sein und Frucht tragen. Und mega wichtig ist aber noch, dass es nicht ein Druck soll sein oder eine Leistung. Du musst jetzt nicht denken, oh, ich muss unbedingt geduldiger sein und unbedingt mehr Liebe haben. Zum Beispiel mit der Geduld, das ist ja so eine Sache. Also, ich kann manchmal ganz schön ungeduldig sein. Und nur weil ich mich jetzt ganz fest zusammenreisse, bin ich nicht plötzlich geduldig. Sondern Jesus sagt, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann macht der Heilige Geist, dass wir geduldiger sind. Also es soll nicht ein Leistungsdruck sein, dass du denkst, du musst jetzt unbedingt besser werden, sondern weil wir Jesus so fest gerne haben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und er bewirkt das dann. Und dann wird, wie an einer Rebe, die gut ist, sieht man ja, dass sie Trauben trägt, wird man an Menschen, die mit Jesus verbunden sind, die Früchte sehen. Menschen, die mit Jesus zusammenleben, dort sieht man, die lieben ihre Mitmenschen, die haben Frieden, die haben Freude und all die Früchte, die in der Bibel stehen. Und das ist so mega cool, weil wir müssen das nicht aus uns heraus machen, sondern wenn wir mit Jesus Zeit verbringen, dann bewirkt er das in uns hinein. Und wir sollen mit ihm verbunden bleiben, das ist das Beste, was wir machen können. Das bedeutet, dass wir ein Rebe sind und Jesus der Weinstock ist. Danke Selin, jetzt komme auch ich raus. So gut war das. Liebe Kinder, jetzt haben wir etwas für euch vorbereitet. Selin erklärt euch jetzt nämlich gerade, was ihr noch basteln für daheim. Ich weiss, manche von euch tun mega gerne basteln. Alle mal Hände aufheben, die gerne basteln. Ja, schon gedacht. Jetzt haben wir eine kurze Idee, was ihr daheim basteln könnt, um irgendjemand anderem in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Selin, erklär mal schnell. Ich habe euch 3 Bastelideen mitgebracht, die ihr basteln könnt, dann jemandem verschenken und damit dieser Person eine mega Freude machen. Und zwar sind das 3 Weihnachtskärtchen. Das erste Kärtchen ist ein Tannenbaum. Für das würde ich ein dickeres Papier nehmen. Die Farbe ist da völlig egal, was ihr am liebsten habt. Und dann zeige ich euch jetzt gerade, wie ihr den Tannenbaum basteln könnt. Und zwar könnt ihr ein A4-Blatt so falten, dass es am Schluss so aussieht. Und dann mit der Schere verschiedene grosse Stückchen schneiden. Dann müsst ihr diese Stückchen, soll ich dann als kleiner schneiden, um euch das zu zeigen, könnt ihr die hier draufkleben, der Grösse nach. Und zwar könnt ihr hier Leim drauf tun, draufkleben und oben auch Leim. Und dann könnt ihr das hier zusammen tun. Und am Schluss sieht das dann so aus. Dann habt ihr so einen Tannenbaum, der gegen oben immer kleiner wird. Das Kärtchen könnt ihr mit Klebeli, wenn ihr habt, verzieren oder ihr könnt Sterne zeichnen oder was ihr sonst Lust habt oder vorne noch fröhliche Weihnacht draufschreiben, was ihr gerade Freude habt. Und da könnt ihr dann noch ein Kärtchen schreiben, zum Beispiel für eure Mami, für euer Gotti, für eure Nachbarin, für wer auch immer. Das ist das erste Kärtchen mit dem Tannenbaum. Das zweite Kärtchen, das ihr machen könnt, ist ein Rentierli.
Das ist das einfachste Kärtchen. Für das würde ich auch wieder ein dickeres weißes Papier nehmen. Weiß eignet sich da am besten, aber ihr könnt auch hier eine andere Farbe nehmen. Und dann habe ich als Nase vom Rentier einen Knopf genommen, einen roten, aber ihr könnt einfach einen roten Punkt malen oder vielleicht habt ihr ein kleines rotes Bällchen, das ihr draufkleben wollt, und schwarze Augen gemalt. Und als Geweih habe ich Pfeifenputzer gebraucht. Wie ihr den Pfeifenputzer Geweih machen, zeige ich euch gerade. Und zwar braucht ihr ein kürzeres Stückchen und ein längeres. Und dann könnt ihr das Kürzere einfach einmal rundherum wickeln und wieder schön gerade richten. Und so habt ihr dann ein Geweih. Ihr könnt das natürlich auch draufmalen, wie ihr wollt. Und ich habe einfach den Knopf und das Geweih mit Weissleim angeklebt und das hebt sehr gut. Und auch da könnt ihr dann hier rein euren Weihnachtsgruß anschreiben. Das dritte Kärtchen, das finde ich ein mega cooles, das ist nämlich der Samichlaus. Das ist das aufwendigste Kärtchen. Für das müsst eure Eltern euch zuerst mal die Vorlagen dazu ausdrucken. Und zwar habt ihr 2 Seiten mit Vorlagen. Das ist mal ein Kreis, ein Dreieck und ein Rechteck, ein kleiner Kreis und so ein Kreis, der so wie eine Wolke aussieht. Ich habe jetzt für meinen Weihnachtsmann den Kreis in so einem helleren Gel ausgeschnitten und das Dreieck passt in Rot ganz gut. Wenn ihr kein rotes Papier habt, könnt ihr es natürlich auch rot anmalen. Und die anderen Sachen habe ich weiss ausgeschnitten. Dann könnt ihr als erstes den weißen Balken, das weiße Rechteck, hier unten an den Hut ankleben. Und dann könnt ihr das aufs Gesicht kleben. So. Und als nächstes könnt ihr dann Zipfelmützen machen. Und zwar könnt ihr hier den Zipfel umklappen und den weißen Kreis draufkleben und schon ist es eine Weihnachtsmannmütze. Als nächstes habe ich dann noch den Bart ausgeschnitten, auch in einem dickeren Papier. Und den könnt ihr dann einfach halbieren und da unten aufs Gesicht draufkleben. Zum Schluss habe ich dann eine Nase, auch als Nase wieder einen Knopf da, aber auch da, wie beim Rentier, könnt ihr einfach einen roten Punkt anmalen oder ein rotes Bällchen, das ihr habt, vielleicht aus Filz oder so, auf was ihr Lust habt. Und noch Augen. Und dann ist das Kärtchen auch schon fertig und ihr könnt hier den Bart aufklappen und in den Bart hinein eure Nachricht hineinschreiben. Ihr könnt eine fröhliche Weihnacht wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich glaube, dass an diesen Kärtchen ganz viele Leute mega Freude haben, wenn ihr die ihnen verschenkt. Jetzt wünsche ich euch Kind ganz viel Freude beim Basteln und wenn ihr Lust habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr uns ein paar Fotos von euren Kärtchen schickt. Ich wünsche euch viel Freude dabei und für eure Eltern gibt es auch noch etwas. Und zwar haben wir vorher ja erzählt, was es bedeutet, dass wir Treben und Jesus der Weinstock ist. Der Micha hat noch ein paar Ideen und Inputs parat für eure Eltern, wie ihr das als Familie miteinander umsetzen könnt und wie ihr das im Alltag ganz einfach und praktisch zusammen anwenden könnt. Ihr dürft da gerade auf das verlinkte Video klicken und dem Kind wünsche ich ganz viel Spass beim Basteln. Bis zum nächsten Mal.